ich hoffe, Dir hat das noch nie an Not muss rufen. Wenn das sollte vorkommen, dann ist es gut zu wissen, dass wir hier am Land höchst moderne Rettungs- und Notfallsdienste haben, die eine exzellent Arbeit leisten, oft hinter den Kulissen. Den 11. Februar feiern wir den Europäischen Tag vom 112. Eine perfekte Occasion, Luft auszuschwätzen für uns couragierte Frauen und Männer von den Rettungsdiensten, die all das als Sicherheit garantieren. 365 Tage am Jahr, 24 Stunden auf 24. Ihr wisst ja, ob wir eine Nummer in überall gratis kann anrufen, wenn ein dringend Rettungsdienste braucht. Dann wird das den 112. Das schon seit ganz langer Zeit. Leider wissen aber nur ein Teilchen von den europäischen Bürgern darüber Bescheid. Verhalt dich also die Nummern, weil eines das kann sie ganz wichtig sein. Wie ihr es schon wisst, ist den 112 auch zu Lützeburg eine Referenz. An der sogenannten Centrale des Secours d'Urgence kriegt die Equipe von über 60 Leuten alldach ungefähr 1460 Appelle, davon 1000 über den 112. Daraus erfolgen Hunderten von Ersätzen alldach. Den 112 war praktisch überall in Europa benutzbar. Von Lützeburg bis nach Georgien, über Türkei, von Lissabon bis auf Helsinki. Ihr braucht just, um ein fixen oder mobilen Telefon den 112 zu komposieren. Dann kriegt geantwortet von einem ausgebildeten Operateur, den an seiner Mammesprache schwätzt oder oft auf Englisch oder Französisch. Hier kann man sich dann direkt im Notfall oder hier transferiert ihr weiter auf den kompetenten Notfallsdienst. Für das den Operateur weiß, was genau geschieht ist, kriegt ihr präzise Fragen gestellt über die Natur von ihrem Notfall. Und ihr müsst ihm natürlich auch sagen, wo genau ihr seid. Aber was geschieht dann, wenn ihr nicht wisst, wo genau ihr seid? Oder wenn ihr wegen einer Verletzung nicht kapabel seid, Erklärungen dazu zu geben? Das könnt ihr öfters für. All Jahr rufen über 300.000 Europäer den 112 an, ohne beschreiben zu können, wo sie gerade sind. Wobei ja gerade das die fundamentale Information ist für die Rettungsdienste, die muss sehr auf Platz kommen. Wie ich Kommissarin für Telekommunikation war, hatte ich die Memberstaaten aufgefordert, die Lokalisierungstechniken von Notrufern zu verbessern. Neue Technologien wurden getestet, für die Lokalisierung mehr präzise zu machen. An heute fordert das Europaparlament die Richtung von etwas Neuem, vom sogenannten Reverse 112-System. Das soll den Autoritäten die Möglichkeit geben, am Fall von einer Terrorattacke oder von einer imminenten Naturkatastrophe die Leute, die sich an der Umgebung sind, zu warnen. Da kriegt ihr dann zum Beispiel über DEP Gov Alert eine Information. Wisst ihr, dass die App zu Lützeburg von der Regierung und von dem staatlichen Zentrum für Informationstechnologie entwickelt wird? Wenn ihr bis die Notrufzentrale erreicht wird, da kommen Notdienste auf Platz, für Hilfe zu leisten. Heinz du an ganz schwierige Konditionen. Auch hier kann eine kleine Nation wie Lützeburg einen erstklassigen Dienst leisten. Zum Beispiel über die Luxemburg Air Rescue, eine privat-humanitäre Organisation, die schon seit 1988 aktiv ist, mit 170 Experten, 6 Rettungshelikopter und hochmodernen Rettungsfliegern. Mit über 3000 Rettungsmissionen pro Jahr, hier am Land, am Grand-Duché, aber auch in vielen anderen Ländern, gehen durch sie viel Leben gerettet. Heute zu Lützeburg können Rettungshelikopter von der Luxemburg Air Rescue binnen 10 Minuten auf der Platz sein, egal wo. Der Rescue ist auch weltweit den einzigen Luftrettungsdienst, den Puppelscher kann transportieren. Von den Vereinigten Nationen wurden sie als Partner für Katastrophenersatz weltweit zertifiziert. Das ist Nation Branding,
net nëmmen Papaier, méi duch Mut an duch Aktionen. Eppes op wat mehr zu Lützeburg kënnen houfrech sinn. An e Beispiel vu Villen, op déi mir all der ziele kënnen. Merci fir den Engagement.